Das Geschicht vun engem Land wat eng Weltmeisterschaft organiséiert huet, obwohl nach immer Leiit an extreme Armut liefen. Die Hygiene-Situation ist wirklich eine Katastrophe. Wir haben hier von keine sanitären Anlagen, wir haben noch kein fließendes Wasser. Das ist die Geschichte von einer Familie, die hier Dorf muss verlassen, weil andere Leute hier Terrain wollten. Vim em 2012. Ich bin 2012 hergekommen, wenn sie einem Streit über die Grenze von meinem Land. Sobre demarcação de terra. Das ist die Geschichte von einem Land mit guten sozialen Programmen, aber nicht unbedingt für jeden Verein. Wenn du zu der indigenen Kommunität gehörst, bist du eigentlich Bürger zweiter Klasse. Das ist die Geschichte von lebenswichtigen Papaieren an die von einer Stadt, die eine Insel am Dschungel ist. Wir sind zu Manaus in Brasilien. Es geht los. Ein Quartier an der Peripherie von Manaus. Ein nicht ganz legaler Quartier. Die legal, die wohnen da oben an Appartementen. Das hier ist dem Nei sein Haus. Bis 24 Jahre hat die Familie auf einem Dorf am Dschungel gewohnt, auf Land, das theoretisch für Indigene reserviert ist. So steht es wohl am Gesetz, aber es gibt kein Kadaster. Weißer sie kommen und sie wollten den Busch aufbrennen, für Feldrup zu züchten. Mas todos eles, ele era. Sie haben bezahlt, aber stach. Communitäten gehen in ihn abgestöppelt. Familie mit einem Stück Käse gekauft. Lächerliche Sachen. Mich konnten sie nicht gekauft. Ich habe Rechte von den Indigenen studiert. Ich habe probiert, mich zu wehren, Dorf zu organisieren. Bis dann sie mit Gewehren bei uns kommen, sie noch gesagt, sie gehen mich umbringen. Da musste ich fortlaufen. Das Haus hat neu selber gebaut, auf einem Stück Terrain, den eigentlich der Gemeinde gehört. Die Leute, die hier wohnen, sind toleriert, aber nicht. Sowohl Strom angefragt, wie sie Route gehen, dafür zappen sie illegal. Selbst beim Wasser, das hier ist nicht ein Platz, wo ich freiwillig gefippt habe. Wenn du daheim baust, musst du ein bisschen mit allen Wassern gewaschen sein. Der Regen kann regelmäßig an den Haus ran, haut ein stummt Wasser nach dem Boden. Das bringt auch alle Sorten von Tieren mit ran. Wir hatten ein Problem mit einer Schlange. Das ist nicht ungefährlich. Also ich habe ein paar Rehe verloren, wo sie das Wasser seinen Platz rüberbringen, das mit Chlor behandeln. Sie trinken nicht, das ist nicht unbedingt rekommendiert, mit das ist ja besser wie etwas anderes. Das Problem ist allerdings den, dass wenn du zum Toilette gehst, gehst du ein bisschen hin, was du willst. Und das dreht von dazu bei, darum, dass das Wasser, das am Putz ist, eigentlich auch verknascht wird. Wie wird dann ausgerechnet auf Manaus kommen? Mit 2 Millionen Einwohnern ist das hier die größte Stadt am Amazonasgebiet. Im 1900 war Manaus sogar stehreich, konnte sich schlecht eine Oper zu bauen. Quasi all der Gummi, den auf der Welt verbraucht gouf, kam von hier. Dann goufen Gummis bei man Asien geschmuggelt, mit Manaus, also es gibt hier aufgegangen Haut, überlief die Stadt just als ökonomisch Freihandelszone. Wir brauchen den Satellitenbild für zu verstehen, dass das hier just eine Insel am Rehberg ist, eine Insel, wo alles über Rio Negro oder man Flieger rackend. Manaus ist mal nicht und brasilianisches Straßennetz angeschlossen. Als die Familie rüberkam, ist eine indigene Kommunität hier auf Manaus, in einer Großstadt. Da war das Problem, dass sie eigentlich nicht legalisiert waren für das Gouvernement. Das heißt, das Gouvernement konnte noch keine Sozialleistungen anbieten. Was UNICEF gemacht hat, in seinem Dach versucht, die Kinder probieren zu gehen. Das ist allerdings so, dass die Probieren Suche kosten. Das heißt, die Familie kann sich eigentlich nicht leisten für alle Kinder, die Probieren zu kriegen, kommen auch dabei, das kann nicht unbedingt alle dabei sein, die müssen dann alle gut Matt kommen. Das heißt, das sind eine ganze Reihe von Problemen, heinst du ganz kleine pragmatische Probleme, für werden eigentlich just finalement 2 Kinder dann die Probieren kriegen. Das hier sind die zwei, Sabrina und Antonia, 9 und 7 Jahre. An der Communität, wo sie geboren goufen, ist die Administration weit weg. So Sachen wie Geburtsschein oder Carte d'identité sind da nicht so wichtig. Wie für hier an der Stadt können an die Schule zu gehen, da brauchen all die Papiere. Allmählich kommen hier Bussen kann an der Quartier sicher. Die Schule ist nur 20 Minuten weit weg und sie ist voll. Über 350 Kinder goufen hier refusiert, weil kein Platz mehr ist. Sabrina und Antonia hatten aber Chance. In dieser Schule kommen rund 200 Kinder wie sie aus sogenannten Communauté indigène. Mas a maior dificuldade deles mesmo. Sie sind nur so nicht ernst wie die Kinder, die hier aus der Nachbarschaft kommen. Sie schaffen gerade so gut. Aber sie haben auch Probleme, weil sie daheim nicht genug Essen kriegen, weil die Eltern keine Sohn haben. Lo, wo wir hier an der Schule 3 Mal zu Stunden servieren, wir gehen, dass die Punkte noch abgehen.
Das net nimmen Tiersen an der Schul wat Familie finanziell entlächt, Brasilien nur ein ziemlich wirksame Programm fir Demut zu bekämpfen. Die sogenannte Bolsa Familia als ein Cashhölf, die allerdings strikt darunter gebunden ist, dass Familien hier Kanner alldach am Schul schicken. Heige seid in den administrativen Deivelskreis von den Indigenen kein Papiere, kein Schul, kein Sozialhilfe. Et kann durch eine gewisse kulturelle Diskrimination dazu. Kierperschmuck, Färben auf der Haut, Hit oder Ketten sind an der Schule verboten, obwohl sie für viele Indigenen zu ihrer Identität gehören. Aufpassen bedeutet vieles abgehen. Gesetze vom Amazonas sind noch andere wie die hier an der Stadt. Wie jung a Schuluniform blo gemacht huet ass seg Famill mat Boer Pfeiler an der Schule opgetaucht an huet Direktrice direkt als Geisel geholl, bis dats de Jong rëmfond gouf. Die Rau Indianer kënnen awer och ganz drei Frinsen. An enger Drogenaffaire mat engem Schüler krude Schmochtdrohungen. Fi még Sicherheet wollte még Schafe mech versetzen, Poli konnt mech awer net permanent bewachen. Wir wollen, dass du bleibst, so den Indigenen. Wir schützen dich. Also sie haben nicht gemacht. 2 Wochen lang waren sie zu pur am Gerings rundum Schul verstoppt. Bo ab Pfeil pratt für den echten zu durchläscheren, der mir etwas will zu leid tun. Wat mé de Mann de gewinnt fir seg Famill mat Jocht a Landwirtschaft sanieren an enger Staat uni wëlt. Denei hëlt all Erbechten un schafft op Chantien a wann alterem ken anderen Job as Liicht ass dann hëlleft den heisigen Bruder Knøen ze flecken. Hi net awer nach lang net opginn all senge Kanner Papaieren ze verschäfe, wuel Kanner, die net an d'Schul ginn, mache gern Dommete. Drogen a Prostitutionun ze leider weit verbreet as engem Kart. Den Dach no, d'Famill ass Brett fir an den Etat zivil ze fuhren mat all den Dokumente die se hunn fir ze probieren fir 3 Weiderkanner Cardidentitéen ze kreen. Das normal die man einfach an hunn bisssen vun der profitéiert, dat man eng Uniservikipp und die mat Leiit kann do hingoen. Das normalweise Prozedere den immens kompliziert, selbst doch lang hält. Auch haut werdet en gut 2 Stunden dauern, bis die Kanner vorbei kreieren. Und dementsprechend also denke ich wichtig, dass man von der Opportunität Gebrauch machen, für das dann Haut durchzusetzen. Et gesäit lo furchtbar banal an einfach aus an so am Prinzip gratis. Enfin, den echte Versuch ist gratis, méi iwwerraschen Dacks trede Probleme mat Dokumente op, a beim zweiten Olaf da kachtet. Wie de nei ke Geburtsschein fir sinn Kanner huet, muss 2 Zeien mat Papaiere matbringen, die bestätigen, dass hien effektiv ihre Papas. Vum Neisingen Dörf bis op Manaus brarin iwwer eng Woche man Boot. Die groß froh als wieste so eng Situation an engem riesige Gebiet wie Hai am Amazonas sie überhaupt kanns lesen. Diese Stadt ist ungefähr doppelt so groß wie Europa und das nicht einfach Administrativservice anzubieten. Die Regierung ist wohl dafür mit Gemengen zählen nicht nur. An ländliche Gegenden gibt es einfach keine Möglichkeiten für die Leute. Nur 2,5 Stunden könnt für den Nei als eng Familie der Lesung. 3 Weiderkanner hunn lo Papaieren an dommerde den Zugang zu Schul a Gesundheitssystem. Eng Geschicht mat Happy End also, die vun oni Präsenz vun der UNICEF-Ekipp gut Stück wie lang gebraucht hat.